Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Move Illusion und Leid, ich sag's gleich vornherein, diese Folge landet ganz auf Steady. Das heißt, ihr habt jetzt wieder mal so ein paar Minütchen, wo ihr kostenlos reinhören könnt. Und jetzt werden schon einige da sitzen, sie zum anderen denken, oh nein, nicht Steady. Aber Leid, mittlerweile bei Steady gibt's so viele geile Folgen. Ihr könnt da Sachen lernen über Nachhaltigkeit. Die ganzen Marvel-Sachen, die wir schon besprochen haben, sind da drauf. Und ansonsten sage ich auch nur, wir werden eventuell bald eine Update-Folge machen über Sex während Homeoffice. Jetzt erst recht. Aber die anderen, die gerade die Augen rollen, die denken, oh na, bitte nicht der Corby, oh scheiße, hoffentlich macht er nicht die Einzelfolge, wo ich schon Albträume drüber gehabt habe, die kann ich beruhigen. Mit dabei habe ich den Kani. Hi Kani. Servus Corby, möchtest du eine Einzelfolge machen, oder wie? Ja, irgendwann einmal schon. Aber das war ja schon so scheiße. Hey, das sind, also ein paar sind dabei, das sind meine Lieblingsfolgen. Was ist mit dir? Hast du noch nie einen Podcast gehört, praktisch? Ja doch, es gibt viele Podcasts, die Einzelpodcasts sind. Ja, unser Podcast ist ja wieder nur so ein lustiges, hippes Format, die mir... Vogue hast du vergessen, Vogue, das ist mittlerweile ein ganz beliebtes Wort. Okay. Und Fluffy? Mike, wir haben einen Mike dabei, also sind wir auf alle Fälle Vogue. Wir sind so woke. Was heißt woke? Woke. Das ist mittlerweile sehr negativ behaftet wir nennen es jetzt einfach mal pauschal für Gleichberechtigung. Beziehungsweise Gleichstellung, nehmen wir es so, für Gleichstellung von allem und jedem. Und ja, drehen alle durch. Und da wir einen Mike dabei haben, haben wir ja bewiesen, dass wir auch für Gleichstellung sind. Von allem und jedem, jeglicher sexueller Orientierung, jeglicher Hautfarbe. Und wenn ich jetzt sag, ist das dann woke und sind wir dann cringe? Ist das dann cringe? Ich denke schon, dass das, was wir gerade gesagt haben, cringe war. Oh je, okay. So, ich sehe jetzt schon ein paar Hörer ausschalten, weil die sich denken, sie fix, was macht sie denn halt eigentlich? Ja, Leute, wir erfüllen einen Wunsch von der Community. Gerade wird sich derjenige, der sich gewünscht hat, wird sich da denken, ihr miesen Kackfotzen, das ist doch der scheiß Ernst, jetzt muss ich echt ein Abo machen, dass ich diese Folge hören kann, oder was? Doch, das war nämlich auch von Anfang an so kommuniziert, Leute. Wenn ihr euch was wünscht, dann werden wir das natürlich machen. Aber es landet dann auf Steady und zwar in einem bestimmten Abo. Und Kani, bin mir nicht sicher, ist es das zweite oder das dritte Abo? Also Folgen wünschen ist im dritten Abo-Paket drin. Also das ist hier jetzt richtig auf die Fresse. Naja gut, dann verraten wir ja nur, über welchen Film wir reden, oder? Ja, haust zumindest einmal aus, dass sie unser Wünscher noch mehr einen anspeist, weil er sagt, leckt's mich, ich werde euch jetzt nicht 25 € im Monat überweisen, damit ich eine Folge hören kann. Genau, wir sind nämlich darauf hingewiesen worden, dass wir, also Viva la Move Illusion, vor allem der Mike und ich, totale Samara Weaving-Fans sind. Hey, ich liebe die auch, du Penner. Ah, okay. Sie liebt ihn auch und oder andersrum. Und das stimmt auch. Dann sind wir darauf hingewiesen worden, ja, da gibt's ja voll den geilen Film, du hast Mayhem mit dem Steven Yeun, oder? So heißt der Yeun. Habe ich es richtig ausgesprochen? Sag Joink. Joink. Und ja, über den reden wir halt. Mayhem von dem Regisseur Joe Lynch. Hat nichts mit David Lynch zu tun, oder? Oder hast du da andere Informationen wie ich? Nein, ja, da habe ich jetzt auch nicht viel nachgeschaut von dem. Also hat sich, was er wegen so an Kassetten gemacht hat und wirklich im Kopf geblieben von seinen Filmen ist mir nur Wrong Turn 2, Dead End, was für mich nur einer der hervorragenderen Wrong Turn Teile war. Er hat ja nur 2 Hatchet Teile gemacht, aber Hatchet ist eigentlich also eine Talfahrt nach dem ersten Teil gewesen und vor allem der letzte Teil, der Hatchet Victor Crowley, der im gleichen Jahr erschienen ist wie der Mayhem 2017, das war sowieso die Obergurke. Ja, aber jetzt schauen wir mal, ob Mayhem auch so eine Gurke ist wie seine anderen Sachen, die ich gesehen habe und mich nicht so begeistert haben. Bis auf Wrong Turn 2, die mag ich.
Naja, also ich finde, Mayhem kann man jetzt nicht komplett da Spoilert halt nicht vor Anfang an. da so schlecht reden, wie es das du gerade tust. Nein, null. Nein, null. Und vor allem, Leid, spielt wirklich Samara Weaving mit und die hat's wieder mal in sich. Ganz kurz umrissen noch für die kostenlosen Hörer, um was geht's denn eigentlich im Mayhem? Mayhem ist im Grunde, ja, so eine Art Foreshadowing, wie es Mike sagen würde, für den Film The Sadness. Oder, Kanye, hättest du anders besser beschreiben können? Nein, ich hätte diesen Vergleich sogar später einmal aus dem Ärmel geschüttelt. Werde ich aber trotzdem noch machen, auch wenn du mir jetzt davor gekommen bist. Ha! Also es geht ein Virus rum, die Leute verlieren dabei ihre Hemmungen und machen dabei alles Mögliche, was sie halt vielleicht gerade denken oder einfach tun wollten. Also von Mord bis zu Vergewaltigen oder Wände beschmieren. Also letzteres ist natürlich das Schlimmste von allem. Das ist richtig kranker Scheiß. Ist alles mit dabei und ja, ich sag, wer mehr Details wissen will und was wir über Mayhem denken, der schaltet jetzt um auf Steady. Wenn der Conny recht hat, dann ist es im höchsten Paket drin. Kauft es lieber zur Sicherheit. Ihr dürft uns dann private Nachrichten schreiben, wenn es wollt. Ihr Logo, immer.